Offenbach. In Swattwold legen und gern auch mal als Deutschland seine Toskana betegt. Meist 60.000 Lü lebt hier in der Kreisstadt, der dat wohl so sieht dat so 120 Rüm geben deit. Alter Feil ist von düsset Aule Offenbach nicht mehr zu sehen. Die meisten Hüs, die in hier finden deit, sind in Stil von Barock baut. Als Offenbach sie Nomen krieg, gibt dat noch kein Stadtmur. Dat wär also in Schloten man nicht befestigt Marktsiedlung. Oder, als ihr dat auf Hochdeutsch neumt habt, offener Burgus. Und da käm dann wohl auch de Nom her. Auch wenn Annalü sagt, der Nom kümmt von den englischen Prinzen mit Nom Offo, der die Stadt gründ haben soll. Uns Tourguide bietet Ursula Sühl los. Sie ist 12 Meter hoch und besteht aus 34 Elementen. Die heilige Ursula ist ein von den 3 Stadtpatronen hier und passt auf die Stadt ab. Und das ist das Solthus. 1786 habt sie das gebaut, weil dat die Stadt Platz für ein Solschloger brugt hat. Die Arkaden wären früher mal open. Ein paar Schritte wieder seht wie den klassizistischen Tempelbau. Das Hus ist als ein klassischen Tempel as ut ein Lehrbuch für die Baukunst nur 1800 anlegt. Eckpilasters mit korinthische Kapitellen rechts in einfachen Dreieckgäbel. Das Hus Buhmüller in der Hauptstraße 98 ist ein Beispiel für den Fachwerkbau von der Barockzeit. In ein von Offenbach seine schönsten Hüse von durch die Polizei. Das ist der Königshof. Das wär früher mal der Verwaltungssitz von der Landvogtei Ortenau. Über der Balkondür ist ein Rundgäbel mit das Stamm- und Huswappen von den Obdachgebers, dem Markgrafen von Baden-Baden, zu sehen. Das Hotel Sonne hat eine lange Tradition. Das gibt Urkunden aus das 14. Jahrhundert und die kann in Rut lesen, dass das als damals hier ein Hotel geben hat. Bei einem großen Stadtbrand von 1689 hat die Flammen das Hus abfreten. Man konnte Titlote hätte die Sonne wieder abbaut. Das Hus, was wie von durch seht, habt sie 1830 gemacht. Und nun wollt wir uns natürlich noch das Rothus ankicken. Ob den Rundbogen thront Justitia, ob den Nordgäbel hätt der englische Prinz Offo seinen Platz gefunden. Ihr weht all, das ist der Prinz, der die Stadt gründ haben soll. Schön anzusehen sind auch der Einhornapothek und der Neptunbrunnen. Das Becksche Hus mit seinen hohen, steilen Gäbel wär lange Zeit das höchste Hus in dieser Gegend. Den größten und schönsten Sod von der Stadt findet wir ob den Fischmarkt, das ist der Löwenbrunnen. Die Fasnet ist in Offenbach ein hell wichtig Thema. Kein Wunder also, dass hier auch ein Narrenbrunnen zu finden ist. Ein wunderbares Bauwerk ist auch die Dreifaltigkeitskark. Diese neoromanische Kark habt sie von 1906 bis 1908 gebaut. Also ein paar durch kann in Offenbach ganz gut to bringen. Auch wie das in hier ziemlich gut essen und trinken kann. Also, muckt am besten einfach mal Sips auf den Pad.